Schön, euch heute Morgen hier zu sehen. Liebere statt Lavere. Der Raum für Gott ist eng geworden. Jedenfalls in unserer, sag ich mal, postmodernen Gesellschaft. Gott so als Lückenbüßer für Dinge, die man nicht versteht, die braucht man im Zeitalter so von ChatGPT und so weiter, braucht man nicht mehr. Und der Glaube sogar an einen personellen Gott, der den Menschen sogar als Partner und Du gegenübertritt, der Herr der Geschichte, der wirklich Hoffnung gibt, jenseits von unserem Leben, der scheint irgendwie abhanden gekommen zu sein. So analysiert es die römisch-katholische Professorin für Dogmatik und ökumenische Theologie, und zwar die Johanna Rahner. Sie sagt, look, die Leute wissen vielfach gar nicht mehr, was sie mit Gott anfangen sollen oder müssten und mit Kirche und Bibel. Das hat irgendwie kaum noch eine Relevanz. Was bringt das? Kirche ist nicht mehr eine selbstverständliche Institution. Und Kirche steht auch nicht mehr mitten im Dorf, schon gar nicht in der Stadt. Und viele können wirklich nicht viel damit anfangen. Und wir haben immer wieder auch Leute in unserer Kirche, wo hier hinkommen und noch nie Kontakt hatten mit einer Kirche. Früher vielleicht mal eine Konfirmation, eventuell, aber dann war es das auch schon. Und in den letzten 10 Jahren, ich komme nachher darauf, hat es eine dramatische Veränderung gegeben im Beteiligungsverhalten von Vereinen, Genossenschaften, Clubs und auch Kirchen. Und davon sind fast alle Kirchen betroffen. Nicht nur Großkirchen, sondern auch Freikirchen, Kirchen auch so wie wir. Unsere digitalisierte und, sage ich mal, globalisierte Gesellschaft, die stellt uns wirklich vor neue Herausforderungen. Und wie reagieren wir darauf? Mitten willkommen im Jakobusbrief. Damals gab es noch kein ChatGPT, aber der Jakobusbrief ist sehr relevant in unserer Zeit, Leute. Wir werden in den nächsten Wochen ein paar Mal in diesen Brief hineinschauen und kein anderer als Christine Forster wird mitpredigen, legendär. Der Professor Peter Wick kommt von Bochum, Professor für Neues Testament, schreibt gerade einen Kommentar sogar dazu, zu diesem Brief, wird auch mitpredigen. Relevant Glauben. Look, der Jakobusbrief, vielleicht nur ganz kurz am Anfang, ist nicht mal wie so ein Brief. Das ist nicht wie so ein klassischer Brief, ist der zu verstehen. Der Autor verfasst den Brief quasi so als ein Rundschreiben. Ein Rundschreiben, wo in verschiedenen Orten denn gelesen werden sollte, ein Rundschreiben an die jüdischen Gläubigen, die damals alle nicht in Jerusalem sich zur Zeit befanden. Und wird Land auf, Land ab, wird der Jakobusbrief so als so eine Art Mahnbrief, so eine Ermahnung oder Lehrschrift verstanden. Manchen stellen sich jetzt die Nackenhaare schon auf, Mahnschrift am Sonntagmorgen ist nicht sehr interessant. Geschrieben hat ihn offensichtlich scheinbar ein Jakobus. Und Jakobus, der Name, der war damals so bekannt, so alltäglich wie Ralf. Man heißt einfach so, warum auch immer, Ralf. Ja. Oder eben Jakobus. Und wahrscheinlich ist es der Bruder von Jesus gewesen, der den Brief verfasst hat. Und wenn man die ersten Sätze liest vom Jakobusbrief, dann merkt man sehr schnell, um was es dem Jakobus denn wirklich da geht. Jakobus 1. Dieser Brief ist von Jakobus, einem Diener von Gott und von Jesus Christus, dem Herrn. Er ist geschrieben an die Gemeinden, die zerstreut unter den anderen Völkern leben. Ich grüße euch, liebe Brüder und auch Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Yes, genau. Wenn euer Glaube geprüft wird in schwierigen Situationen, dann freut euch darüber. Wie man das in einem Satz zusammenkriegen kann, keine Ahnung. Aber er ist offensichtlich der Meinung, das geht. Und wenn er von schwierigen Situationen redet, dann redet er nicht darüber, ja, wo verbringen wir denn die nächsten Ferien? Und der Käse ist wieder teurer geworden. Ach du Scheiße, und Miete und Heizung und Gas und Lippe. Jakobus schreibt in eine Situation hinein, wo die ersten Christen verfolgt wurden. Also weil du geglaubt hast, an Jesus ein Nachfolger bist, konnte es passieren, dass du umgebracht wirst, gefoltert wirst, abschwören solltest. Das war also das Umfeld, das meint er ungefähr mit einer schwierigen Situation. Und der Jakobus lässt keinen Zweifel darauf hin, Leute, in schwierigen Situationen, dann wird es wichtig, dass der Glaube wirklich relevant ist, also anders gesagt, wirklich eine Bedeutung hat. Dann zeigt sich, ob der Glaube wirklich Größenordnung ist in deinem Leben.
Und relevant ist ja dann irgendwas, wenn es Bedeutung hat. Wenn es wirklich irgendwo Bedeutung hat, wo man merkt, das hat Gewicht, das macht in meinem Leben echten Unterschied. Frage, dein Glaube, wenn du dich als gläubiger Mensch, als Jesus-Nachfolger bezeichnest heute hier oder zuschaust und denkst, wenn du dich als solche Person bezeichnen würdest, wie relevant, wie gewichtig ist dein Glaube im Alltag? Welche Bedeutung spielt der bei Entscheidungen, bei Reaktionen, bei Lebensgestaltung? Auf einer Skala von 1 bis 10, tu dich mal selbst einordnen. 10 wäre wirklich absolut relevant und 1, ja, ich glaube. Du musst dich hinterher nicht outen, du darfst die Zahl für dich behalten, musst noch niemals deinem Partner sagen. Und wie relevant sind wir als ICF für die Gesellschaft? Wir feiern nächstes Jahr 25 Jahre ICF. Merkt euch das schon mal. Was wäre, wenn wir aufhören würden danach und sagen, nimm einen Stuhl mit, schenken wir dir. Toll, war eine geile Zeit, du kannst auch das Mikrofon mitnehmen, eine Lampe, das Drum. Nimm einfach mit nach Hause. Wer vermisst uns, wenn wir uns nicht mehr treffen würden? Wie relevant sind wir als Kirche in unserer Gesellschaft? Würde uns einer vermissen? Und Jakobus lässt keinen Zweifel daran, Leute. Der Glaube muss irgendwo relevant sein. Das muss Auswirkungen haben. Das kann nicht irgendwie da in deinem Hirn nur sein, das muss irgendwo sichtbar werden. Kapitel 2. Liebe Brüder, was nützt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht dementsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. Angenommen, jemand sieht einen Bruder oder eine Schwester um Nahrung oder Kleidung bitten und sagt, lass es dir gut gehen. Gott segne dich, halte dich warm und iss dich satt. Ohne ihnen zu essen oder etwas anzuziehen zu geben. Was nützt es ihnen? Es reicht eben nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glauben, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Bam. Nun könnte jemand sagen, manche Menschen haben Glauben, andere verbringen halt gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du hast recht, das glauben auch die Dämonen. Und sie zittern sogar vor Angst. Und trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Der Jakobus ist so klar und deutlich, er sagt, look, ein Glaube, der auf reine intellektuelle Zustimmung für christliche Lehren basiert, den kann ich in der Pfeife rauchen. Das ist kein Glaube, das ist nichts, Punkt. Fertig. Look, der Text könnte jetzt ohne weiteres den einen oder anderen von uns bedrücken. Okay, jetzt muss ich mal wieder beweisen, dass ich ein guter Christ bin. Also irgendwo muss ich Gutes tun, das muss man sehen können, dass ich Christ bin. Und dann gibt es gewisse Regeln, die ich wahrscheinlich einhalten muss, an denen man dann wirklich sehen kann, ob der gläubig ist da. Also ich muss das irgendwo beweisen. Und das gab es in der Kirchengeschichte schon mehrmals, immer wieder, verschiedene Wellen und Phasen, wo man irgendwo meinte, ja, man muss das sehen können. Ne? An guten Taten kann man dann wirklich sehen, ob du gläubig bist. Ganz am Anfang, und zwar kurz nach dem Jakobusbrief geschrieben worden ist. Einige Zeit später, Christen wurden immer noch verfolgt, ja. Und dann war so eine Idee aufgekommen, ja, Leute, die werden gefoltert, Märtyrer. Und wenn du dann in so einer Folterphase wirklich dem Glauben abschwörst, ja, das ist halt kein Glaube. Hä? Dann hast du halt abgekackt. Das ist halt, ja, das sind die Nichtgläubigen, die dann unter der Folter eben keine Märtyrer werden. Dann kam die Idee auf, ja, du musst getauft werden. Und du musst aber auch die Gebote der Kirche einhalten. Das sind wirklich Gläubige. Dann kam die Idee mal auf, du musst getauft werden, du musst die Gebote der Kirche einhalten, aber du musst auch bekehrt sein oder wiedergeboren. Auf jeden Fall, das gehört auch dazu. Dann getauft, Gebote der Kirche, bekehrt, wiedergeboren, Geist getauft und you name it. Du kannst hinzuadden, was du möchtest. Immer neue Ideen, was denn wirklich beweisen soll, dass du wirklich ein guter Christ bist und dann tatsächlich richtiger Glaube hast. Immer so ein bisschen drauf gefußt von diesem Jakobusbrief hier.
Der Martin Luther hat über den Jakobusbrief gesagt, das ist eine stroherne Epistel. Die kannst du rauchen. Luther hat überhaupt keinen Zugang rechtlich. Er fand das mühsam. Luther sagt letztlich, Jakobus, du hast nicht begriffen, was Christus gemacht hat. Du hast auch nicht begriffen, was der Paulus, den Kollege, geschrieben hat an die Römer. Das hast du null begriffen, Jakobus. Weil er schreibt, wir werden durch den Glauben vor Gott gerechtfertigt und nicht durch das Befolgen des Gesetzes. Okay, wie kriegt man das zusammen? Weil das ist echt wichtig für einen relevanten Glauben, dass man beide Positionen wirklich zusammenbekommt und nicht auseinander dividiert. Ein Freund von Martin Luther, der Philipp Melanchthon, der hätte es meines Erachtens ziemlich gut auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, wir werden gerecht allein im Glauben, aber nicht in einem Glauben, der alleine bleibt. Wir werden gerecht in einem Glauben, aber nicht in einem Glauben, der allein bleibt. Der Paulus hatte ziemlich das klar im Blickfeld und sagt, look, am Ende vom Tag wird nichts anderes als der Tod und Auferstehung, wo Jesus für uns auf sich genommen hat, zu unseren Gunsten. Auf nichts anderes werden wir uns berufen können. Wir werden gerecht allein durch den Glauben, ohne Werke, ja sogar trotz deiner Werke. Trotz deiner Werke wirst du sogar gerecht im Glauben. Durch den Tod und Auferstehung von Jesus Christus. Keiner hat Grund, irgendwo darauf stolz zu sein. Das war der Fokus von Paulus und sagt, genau, Amen. Das ist es. Egal was läuft. Und der Jakobus hat im Blick all die Leute, die ja sagen, ja, Amen, und dann ist ja egal, was ich mache. Ist ja vollkommen egal, wie ich lebe und wie ich tue und so weiter. Und er hat genau die im Blickfeld und sagt, Leute, ein ganzheitliches Christus, ein lebendiger Glauben, der führt zu guten Taten. Das ist definitiv, das führt dahin, der Glaube wird dann alltäglich. So wie der Melanchthon gesagt hat, der Glaube bleibt dann eben nicht allein, sondern da folgt automatisch gute Werke. Ein Theologe hat es mal so ausgedrückt und sagte, kämpfte Paulus in erster Linie gegen das jüdisch-judaistische Missverständnis, demzufolge menschliche Werke zur Gerechtigkeit führen. Und so wendet sich der Jakobus gegen die praktische Verirrung von einer toten Orthodoxie, welche bloß auf dem Bekenntnis beruht. Wer glaubt, wir werden allein durch Glauben gerecht, der bleibt nicht ohne gute Werke. Der Glaube bleibt eben nicht allein. Und tatsächlich, ihr Liebe, den meisten Menschen ist scheißegal, was du glaubst. Du kannst glauben, dass ein Stein vom Himmel dich getroffen hat und du ein Außerirdischer bist. Du kannst irgendwas glauben, was du bist. Die meisten wollen sehen, wie du lebst, handelst, was du machst. Ob das irgendwo was mit dem zu tun hat, wie du glaubst. Und da kriegt der Glaube wirklich Bedeutung für unsere ganze Gesellschaft. Und wenn der Jakobus heute schreiben würde, ich bin sicher, er würde ein paar Sachen ansprechen, die für uns von großer Bedeutung sind in unserer Zeit. Wie gesagt, für viele ist der Glaube eben nicht mehr so relevant in unserer Gesellschaft. Aber wie kriegt er Relevanz? Und ich glaube, wir haben ein paar Brennpunkte in unserer Welt, wo du als Christ, wenn du dich so bezeichnest, als Nachfolger Jesu, wir wirklich einen Unterschied machen können. Es wirklich relevant wird, ob wir an Jesus glauben oder ihm nachfolgen oder eben nicht. Ich habe so 3 Brennpunkte mal rausgeschrieben für mich und es gibt sicherlich noch viel mehr. Aber wo ich finde, ja, mit denen möchte ich mal beginnen. Der erste Brennpunkt, ich habe ihn mal Polarisierung genannt. Ich habe vor kurzem eine Studie von der Uni Dresden gelesen, die gesellschaftlichen Spaltungstendenzen in Deutschland und in 10 weiteren europäischen Ländern untersucht. Könnt ihr runterladen, könnt ihr selbst lesen, ist nicht so schwierig. Look, die großen Spaltungsthemen in unserer Gesellschaft sind Zuwanderung, Klima, richtig, Sozialleistungen, der Krieg in der Ukraine, beziehungsweise die Unterstützung oder der Umgang mit Russland und Sanktionen, Gleichstellung, Gender. Und je nach Land, wenn man die Studien liest, je nach Land gibt es in unterschiedliche Themen, wo stark polarisieren. Wo Länder mehr polarisiert sind oder weniger. Was denkt ihr wohl, was sind die meist polarisierten Länder in Europa, in den 10 Stück, wo sie untersucht haben? Bayern? Italien. Italien und Griechenland. Und macht vielleicht noch Sinn
mit den vielen Flüchtlingen, mit den Sozialleistungen und so weiter und so fort, mit Klimafolgen und so weiter und so fort. Und was ist wohl das Land oder die Länder, die am wenigsten polarisiert sind bei all den Themen, haben auch ihre Ausschläge da und dort? Genau, Holland. Da ist das. Nederland, yes. Spätestens seit der Corona-Pandemie, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwo im Umfeld, in der Familie, in der Firma, in der Nachbarschaft irgendwo erlebt, welches gewaltige Potenzial da ist, dass man sich auseinander dividieren kann. Familien wollten nicht mehr miteinander reden oder nicht mehr darüber reden. In Freundschaften hat man das irgendwie nicht mehr thematisiert. Wie macht man das? Impfen, ja, nein, hin und her, kreuz und quer. Und wir gemerkt, es ist wirklich eine Power dahinter, zu sagen, ja, das sind die Guten. Das sind wirklich die tollen Leute hier. Und jetzt guckt man darüber. Ihr müsst mal darüber schauen. Ja, genau. Das sind die anderen. Ja, das sind die eben nicht so Guten. Man sieht es, man kann es in Fahnen ansehen. Entweder sind es Aluhüte oder Schlafschafe oder was auch immer. Man sieht es ihnen förmlich an. Und die anderen sitzen noch da und gucken nach da und wir gegen sie, wir gegen sie. Doch die Guten, doch die Bösen, doch die Progressiven, hier die Konservativen. Ich war vor kurzem in einem Gespräch, weil das macht ja vor der Kirche nicht Halt. Das passiert ja unter uns auch. Ich hatte ein Gespräch, ein längeres Gespräch mit anderen Pastoren und Leitern, Leiterinnen über das Thema Homosexualität, was für eine Überraschung, und über Gender. Da wurde dann diskutiert. Und ziemlich schnell war klar, es gab unterschiedliche Sichtweisen und Positionen, es geht zum Teil hoch hin und her. Und ja, man wusste irgendwo, die sind mehr, ja, ihr seid halt mehr so, hä? Und ihr seid halt mehr so. Und dann gibt es so ein paar in der Mitte, die wissen noch nicht genau, wie sie heißen und warum und müssen sich halt noch entscheiden. Und um die wurde dann gekämpft. Was mich wirklich frustriert hat bei dem Treffen und auch später dann, was mich wirklich frustriert hat, war ein Statement, wo gemacht worden ist, wo sagt, look, bei dem Thema werden wir uns nie und nimmer einig werden. Never. Da gibt es nichts dazwischen. Da gibt es nur meine Position und eine falsche. Ja, das kannst du dich entscheiden. Und das hat mich wirklich frustriert. Und warum? Weil noch niemals der Wille dazu da war, auf den anderen zuzugehen, sich hineinzudenken und zu überlegen, ja, warum könnte das vielleicht doch eine Position sein? Jakobus spricht im 1. Kapitel, spricht das schon an, er sagt explizit, Leute, seid langsam zum Reden, schnell zum Hören. Richtet nicht voreilig. Und es hat mich frustriert, wenn man noch niemals den Wille hatte, die Arme auszustrecken. Ich glaube, relevanter Glaube in unserer Zeit streckt Arme aus, nach links und nach rechts. Weil die Polarisierung nimmt zu. Ich werde nächste Woche nochmal dazu sagen. Sie nimmt zu und es wird spannungsvoller Leute. Die Welt leidet unter Spannung. Das kommt bis in unsere Kirche hinein. Letzte Woche bin ich hier so aufs Areal draufgelaufen, morgens früh, und war im ersten Moment gefrustet. Wirklich gefrustet, weil, ich habe es vielleicht mitbekommen, unsere Tür ist ein bisschen dunkler geworden, jedenfalls die Scheiben, aber daneben sieht es ja gut aus. Ich habe es extra abfotografiert, damit ihr es mitlesen könnt. Scheiß Heiligenschein, lasst unsere Körper sein. Das stand hier. Ich habe dann weitergereint, Ralf, du Schwein, wir schlagen dir die Fresse ein. Ich wollte es noch drunter schreiben, und man hat mich dann zurückgehalten. Ich sage, man kann es ja noch ein bisschen eskalieren lassen. Ich war gefrustet darüber. Klar, man macht dann Anzeige, bla 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 und so. Vermieter wird informiert und all die anderen üblichen Dinge, die dann man machen muss halt und so weiter. Ja, ich bin gefrustet darüber und ja, ich weiß, dass Leute uns überhaupt nicht gut finden bei manchen Themen. Aber wie können wir einen Unterschied machen? Ich habe mich dann erinnert an Römer 12, wo der Paulus sagt, look, segnet die euch verfolgen, wünscht ihnen Gutes, betet für sie. Look, das fällt mir nicht leicht. Fällt mir wirklich nicht leicht. Sagt ihr, Jesus, kannst du nicht was anderes? Denken nicht böse über sie, könnte man ja auch schreiben. Nein, Paulus sagt ziemlich deutlich, segne sie, also wünscht ihnen Gutes. Wünscht ihnen von Gott her
dass sie in ihrem Leben wirklich Gott erkennen können und Gutes ihnen folgt. Das ist ein aktiver Akt. Das ist unser Job als Christen. Da können wir einen Unterschied machen. Da könnten wir relevant glauben, auch über die Leute, die das schreiben, für sie zu beten, ihnen Gutes zu wünschen, obwohl ich nicht einverstanden bin, obwohl ich es mühsam finde, obwohl das Geld kostet zu übermalen und so weiter. Obwohl. Da kriegt Glaube Relevanz. Ein zweiter Punkt, Unverbundenheit. Ein Brennpunkt, wo ich glaube, da können wir einen Unterschied machen. In der Schweiz gibt es ungefähr 3,9 Millionen Privathaushalte, das war Ende 2021. Und in mehr als einem Drittel dieser Haushalte lebt nur eine Person. Bundesamt für Statistik, könnt alles doch nachschauen. Mehr und mehr sind Menschen alleine und verstehen sich auch nur noch locker verbunden. Die Bindung an Institutionen wie Kirche oder sonst was ist so schon wesentlich geringer geworden. Aber Leute leben nicht nur allein, sondern mehr und mehr Menschen vereinsamen auch. Es gibt eine groß angelegte Untersuchung in Amerika, die heißt National Trends for Social Connection. Es geht um Social Engagement. Und wenn ihr die Statistik so ein bisschen darauf anschaut, dann seht ihr da einen Rückgang von 2/3 von 60 auf 20 Stunden, wo man mit anderen Menschen sozial interagiert, physisch. Menschen sind immer mehr für sich alleine. Du brauchst andere nicht. Wenn du auf TikTok gehst, gibst du einen Hashtag Cozy Home oder bleib alleine daheim. Du findest irre viele Videos, wo junge Leute sagen, ja, ich bin lieber daheim. Du musst zum FIFA-Spielen nicht mehr aus dem Haus. Vom Lehrer mitbekommen, die FIFA spielen kannst du daheim, online. Dein Kollege wohnt eine Straße weiter. Du musst nicht weggehen. Du musst nicht auf dem Schulplatz irgendwas machen. Aber das hat Folgen. Das hat Folgen von der Unverbundenheit. Im Dezember letzten Jahres hat der Bundesrat, das Bundesamt für Statistik, ein paar Zahlen rausgegeben bezüglich den Unterschied 2021 zu 2020. Zwischen 2020 und 2021 ist die Zahl der stationären Spitalaufenthalte wegen psychischer Störung bei Mädchen und jungen Frauen im Alter von 10 bis 24 um 26% gestiegen. Bei Jungs im gleichen Alter um 6%. Zum allerersten Mal waren psychische Störungen die häufigste Ursache für eine Hospitalisierung bei den 10- bis 24-Jährigen. Zum allerersten Mal. In 2 Wochen sind wir im Herbstcamp. Dann wird hier keine Celebration sein, ihr werdet es noch hören. In dem Herbstcamp haben sich 40 Teenager angemeldet in dem Alter von 12 oder 11 bis 15. Stimmt das? Wildlife? 11 bis 15? Ja. 40. 12. 40. Das ist ein aktiver Akt, wo wir als Kirche wirklich eine Chance haben, Menschen zu verbinden, junge Leute zu verbinden. Weil das ist notwendig. Es ist richtig notwendig. Das ist keine Option. Wir können einen Unterschied machen. Unsere Jugendarbeit ist nicht einfach, damit ihr hier ruhig habt, sind die irgendwo anders. Nein, die Jugendarbeit ist aktive Arbeit, wirklich einen Unterschied zu machen in dieser Zeit. Look, in so einer individualisierten und zunehmend auch sicherlich orientierungslosen Gesellschaft können wir auf Werte und auf Sachen hinweisen, wo wir sagen, look, weil wir diesem Jesus nachfolgen, können wir wirklich einen Unterschied machen. Es macht einen Unterschied, die Begegnung mit Gott. Das führt dich in eine Verbundenheit. Das kann wirklich einen Unterschied machen in deiner Gesundheit sogar. So Leute, let's do it. Nichts anderes, let's do it. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Rückzug vom Engagement. Der Christian Schwarz, ein Gemeindeforscher schon seit vielen Jahren, der hat vor 2 Jahren, glaube ich, oder 2 Jahren das rausgebracht, hat dann geschrieben, in den letzten 8 bis 10, also 10 Jahren jetzt, hat es weltweit eine gigantische Verschiebung gegeben vom Beteiligungsverhalten. Sind früher, sage ich mal, hoch engagierte Leute in der Kirche, nennen wir mal ganz hoch engagierte. Da sehe ich gerade Mieke Blauenstein, die ist ja fast seit Anfang an im ICF dabei. Herr Caruso, Frau Caruso, hier vorne sehe ich gerade, und Spindens da hinten. Hoch engagierte Leute sind früher, vor 10 Jahren, circa 3 bis 4 Mal pro Monat
im Gottesdienst gewesen, in der Small Group oder irgendwo mitgewirkt. Heute hoch engagierte, tolle Leute, also die gleichen, kommen vielleicht 1- bis 2-mal pro Monat noch irgendwo in Gottesdienst, sind vielleicht sind sie in der Small Group oder vielleicht machen sie irgendwo mit. Die Leute sind nicht mühsamer geworden, das stimmt nicht. Das ist eine Folge, wo in allen Vereinen, überall, du in jeden Ort hingehst, wo es um Verbundenheit geht, wo es um Engagement geht, es gibt einen Rückgang davon, dass Menschen sich engagieren. Das trifft nicht nur die Kirche. Die Folge davon ist, man will sich wirklich nicht mehr festlegen. Und das hat einen direkten Zusammenhang mit der Digitalisierung, mit all den Geräten, die wir haben. Weil was uns nicht 100%ig packt, das wird weggewischt. Das kannst du wegdrücken, wegwischen. Und das prägt sich ins Denken und ins Fühlen ein, auch im Umgang mit Kirche und Glaube und Gott. Und Jakobus sagt, Leute, lasst uns gute Werke tun, lasst uns das sichtbar machen. Und sicherlich hätte die Corona-Pandemie das eine oder andere dann noch wahnsinnig stark dynamisiert. Ich möchte noch ein Beispiel aus unserer Kirche geben. Der Anna Barth hat mich gebeten, das mal so deutlich oder rüberzubringen. Ich habe jetzt eben von 40 Teenagern geredet, die einfach so in dem Alter 12 bis 15 mit dem Camp sind. Wir haben jeden Sonntag ungefähr in dem Baby World, Milky Way, Kids Planet und so weiter, ungefähr so 70 Kinder hier in unserer Kirche, die kommen. Ja, da ist dein Vater sehr begeistert. Es kommen noch andere schöne Bilder. Ja. 70 Kinder, also nur hier, Baseland, dann 30, 40, Lörrach. Jede Sonntag passiert das, Leute. Momentan brauchen wir, ich fange mal unten an bei Baby World, die 0 bis so und so viele Jahre. Werden 4 Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter gesucht. Im Milky Way 2. Im Kids Planet 3 und im Wildlife 4. Wildlife sind die eben 12 bis 15. Insgesamt ungefähr 13 Leute. Wenn wir 13 Leute da wären, die sagen, ich mache mit, ich mache einen Unterschied, dann müssten alle Mitarbeiter momentan ungefähr nur einmal im Monat irgendwo im Einsatz sein. Nur gut, wenn du 2-mal im Monat kommst, dann hast du 50%. Das ist so, ja. 13 Leute. Wieke Blauenstein, ich erwähne es jetzt einfach, sie hat damals im Kinderexpress erst angefangen im ICF, sie ist seit Anfang an dabei. Warum? Weil sie Kinder hatte dann und dann ging es los. Und sie arbeitet jetzt auch wieder im Kids Planet mit. Nach vielen Jahren andere Sachen, jetzt macht sie wieder da drin. Wir brauchen 13 Leute. 13 Leute, um einen Unterschied zu machen. Leute, und ich glaube wirklich, das ist relevant. Das ist nur jetzt intern von unserer Kirche. Und das ist nicht Betreuung, wir investieren in die jungen Menschen. Da passiert was draus. Das wird Folgen haben. Viele Mitarbeiter geben momentan sehr, sehr, sehr viele Extrameilen heute. Ich möchte euch noch einen vorstellen, Josh Zuber. Wo ist er? Da. Das ist der Josh Zuber. Ja. Das Wonderful Man. Wunderschöne Schnauze. Josh, in welchem Alter ungefähr bist du, warum ins ICF gekommen? Ich bin etwa mit 8. Ich bin mit 8 Jahren etwa. Darf ich Schweizerdeutsch? Steht auf Hochdeutsch. Mit 8 etwa in den Kinderexpress gekommen, weil meine Eltern hier in die Kirche gekommen sind. Und warum bist du geblieben? Ich habe dann irgendwann den Glaubensschritt gemacht und habe angefangen mitzuarbeiten. Und habe dann Jesus erlaubt, mir durch den Glaubensschritt mein Leben verändern zu lassen. Durch die Leute, die ich kennengelernt habe, weil ich mitgeschafft habe. Und durch Jesus selber, der mich in diesem Dienst verändert hat. Du hast viele Jahre im NextGen, warst im Team mit dabei und hast wieder in die Jüngere investiert. Was sagst du unserer Kirche? Ist das wichtig? Hat das einen Unterschied gemacht? Ich glaube, also für mich, das ICF ist daheim. Wenn ich hier reinkomme, bin ich daheim. Und ich glaube, wir können so einen Unterschied machen, wenn ein paar Leute sagen, ich mache das, ich mache es daheim für andere Leute. Und das kann ganz einfach sein, auch wenn du einfach nur sagst, ich bin einfach da. Ich habe vor 15 Jahren gesagt, ich bin immer einfach da. Weil dann wissen die Leute, der Josh ist da, vielleicht haben sie mich nicht gern, vielleicht haben sie mich gern, aber sie wissen, er ist da. Danke, dass du da bist, wir haben dich gern. Und er spielt Bass und macht dies und jenes. Mit 8 Jahren im ICF, der Mann ist jetzt verheiratet. Er ist da, weil andere investiert haben. Fionn Jones mit 9 Jahren ist in ICF gekommen.
Etliche von euch kennen sich wahrscheinlich nicht. Aber wenn sie will, dann wird es hier dunkel. Wenn sie wirklich will, dann wird es hier dunkel. Danke dir, Fion. Sie sitzt hinten am Licht. Könnt ihr hinten schauen? Winkt mal. Das ist sie. Die war im Kinderexpress, die war in den Kids Planet und arbeitet heute hinten mit, in anderen Bereichen mit, Leute. So kann ich etliche Storys erzählen von Menschen, weil andere in sie investiert haben, sich engagiert haben, ist was daraus entstanden. Und das ist ein Brennpunkt unserer Zeit. Und der Jakobus sagt, lass uns einen Unterschied machen, ihr Lieben. Glaube hat gute Tat. Das heißt nicht automatisch, oh, jetzt muss ich ganz viel machen. Und bitte ein Wort an all die Engagierten und Überengagierten in unserer Kirche. Ihr seid jetzt nicht gemeint. Verstanden? Es geht nicht darum, dass du noch mehr machst, sondern es geht darum, dass wir alle irgendwo an dem Brennpunkt unserer Zeit wirklich uns engagieren und sagen, hey, ich mache einen Unterschied. Und konkret überleg dir wirklich mal, ob du nicht in diesem Kinderbereich mitwirken könntest, in die nächste Generation zu investieren. Ich freue mich aufs Herbstcamp. Ich bin gespannt, wie das mit den allein 40 in dem Alter sind. Noch etliche Änderungen noch mit dabei. Es wird toll. Ein gutes Werk von Glauben, wo wir wirklich eine Duftmarke setzen können, wo der Jakobus Freud hätte und sagen würde, ja, let's make a difference. Lasst uns wirklich einen Unterschied machen. Und jetzt bist du gefragt. Ich kann nur darüber reden und sagen, ja, am Ende vom Tag muss ich dich selbst entscheiden. Ich bete gleich und ich werde darum beten, dass der Geist Gottes uns irgendwie packt, Menschen uns packt, dass unser Glaube so relevant wie möglich wird. Dass wir dazu hinwachsen, wenn solche Graffitis irgendwo auftauchen und Leute uns nicht positiv finden, wirklich gegen uns sind, dass wir es schaffen, sie zu segnen. Auch mal nach einer Runde wütend sein. Also ich habe eine Runde drehen müssen. Aber irgendwann hinkommen, Jesus, wir segnen Advanz kriegen. Er muss gute Werke hinterlassen und dann können wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und dazu lade ich euch ein. Steht doch bitte auf, ich bete noch mit uns. Das Gebetsteam ist hier vorne. Und vielleicht bist du selbst an einem Punkt, wo du sagst, hey, ich möchte gerne mal für mich beten lassen, dass ich überhaupt diesen Glauben mal finde. Und ich ringe darum, dass er Relevanz kriegt. Dann ist ein guter Moment, geht zum Gebetsteam. Das sind tolle Leute, die nehmen sich Zeit zu hören für dich und für dich zu beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns deinen Geist geschenkt hast und dass du in uns lebst und dass der Geist danach dringt und ringt, wirklich das gute Werk in dieser Welt geschehen. Hilf uns auch und erinnere uns in der nächsten Woche daran, wenn wir an so Brennpunkte ranlaufen, wie wir einen Unterschied machen können. Wie wir wirklich Dinge in unserem Alltag einbauen können, wo wir merken, ja, das hat Bedeutung. Das hat Bedeutung für andere, das hat Bedeutung für mich und für diese Welt hier. In deinem Namen beten wir.